Dominik hatte überall im Haus versteckte Kameras installiert. Er war sich sicher, dass die neue Nanny, wie alle zuvor, sich als Betrügerin herausstellen würde, aber die Aufnahmen zeigten ihm etwas völlig anderes. Sein 3-jähriger Sohn tat etwas, das er sich nie hätte vorstellen können, und das zerbrach ihn innerlich. Dominique Dubois war 30 Jahre alt und hatte alles, was Geld kaufen konnte. Eine Villa am Genfersee, importierte Autos, ein immer wachsendes Bankkonto, aber kein Vermögen konnte ihm zurückgeben, was er vor 8 Monaten verloren hatte. Der Frieden, der gegangen war, als seine Frau Isabelle bei einem Autounfall starb. Jetzt lebte er allein mit Benjamin, seinem 3-jährigen Sohn, einem Kind mit riesigen Augen, das mit jedem Tag mehr seiner Mutter ähnelte. Und diese Ähnlichkeit war jeden Morgen ein Dolch in Dominiks Herz. »Ich brauche eine weitere Nanny«, hatte er vor 2 Tagen zu seinem Assistenten gesagt. Es war die 13. Nanny in 8 Monaten. Dominik fand immer Gründe, sie zu entlassen. Sie kamen zu spät, trugen zu viel Make-up, folgten seinen Anweisungen nicht oder einfach etwas an ihnen gab ihm kein Vertrauen. Die Wahrheit war komplizierter. Er konnte es nicht ertragen, eine andere Frau seinen Sohn betreuen zu sehen. Jede Umarmung, die eine Nanny Benjamin gab, zerbrach ihn, denn diese Umarmung hätte von Isabelle kommen sollen. Aber Isabelle war nicht mehr da und Benjamin brauchte jemanden. An diesem Montagmorgen stieg Dominik die Treppe hinunter und passte seine Krawatte an. Die Stille traf ihn wie immer. Zuvor gab es Gelächter, Musik, Leben. Jetzt nur noch Echos. Monsieur Dubois, Martha, die Haushälterin, erschien und rieb sich die Hände. Benjamin hat schon gefrühstückt. Er ist in seinem Zimmer und spielt. Alleine. Dominik runzelte die Stirn. Ja, Monsieur, wie Sie es gewünscht haben. Kein Fernsehen, kein Tablet, nur seine Spielsachen. Dominik nickte und ignorierte den kleinen Knoten in seinem Magen. Es war besser so. Benjamin musste früh Unabhängigkeit lernen. Die Welt war nicht freundlich zu Schwachen. Wann kommt die neue Nanny? Um 10 Uhr, Monsieur. Eine gewisse Pilar Steiner. Dominik überprüfte seine Uhr. Er hatte 40 Minuten, bevor er ins Büro fuhr. Genug Zeit, um die Regeln festzulegen. Schon bald stieg er die Treppe zu Benjamins Zimmer hinauf. Sein Sohn saß auf dem Teppich, umgeben von Bausteinen, und baute etwas, das wie ein Turm aussah. Bonjour, Benja. Der Junge blickte auf. Diese haselnussbraunen Augen, identisch mit denen von Isabelle, sahen ihn vorsichtig an. Bonjour, Papa. Dominik setzte sich aufs Bett, nicht auf den Boden neben ihm. Heute kommt eine neue Nanny. Sie heißt Pilar. Benjamin nickte langsam. Er war es bereits gewohnt. Nannies kamen und gingen wie die Jahreszeiten. Ich brauche, dass du dich gut benimmst. Ich benehme mich immer gut, Papa. Und es stimmte. Benjamin war ruhig, fast zu ruhig für seine 3 Jahre. Er hatte keine Wutanfälle. Er weinte nicht. Er verlangte nichts. Manchmal fragte sich Dominik, ob das normal war. Ich weiß, mein Sohn, du bist ein braver Junge. Benjamin lächelte ein wenig. Ein kleines Lächeln, das fast sofort verschwand. Dominik wollte mehr sagen, ihn umarmen, ihn fragen, wie er sich fühlte, ob er seine Mama vermisste, aber die Worte blieben ihm wie immer am Hals stecken. Ich gehe. Wir sehen uns heute Abend. Au revoir, Papa. Und so, ohne weitere Worte, verließ Dominik das Zimmer, schloss die Tür hinter sich und lehnte sich gegen die Flurwand und atmete tief durch. Warum war es so schwer? Warum fühlte sich jede Interaktion mit seinem Sohn wie ein Gang über zerbrochenes Glas an? Er stieg die Treppe hinunter und war gerade am Begriff zu gehen, als es klingelte. Es war 9:30 Uhr, eine halbe Stunde zu früh. Dominik öffnete die Tür mit gerunzelter Stirn. Unpünktlichkeit war ein schwerwiegender Fehler, aber zu früh zu kommen, zeigte auch mangelnden Respekt vor seiner Zeit. Vor ihm stand eine Frau von etwa 29 Jahren, mit braunem Haar zu einem Dutt gebunden, ohne übermäßiges Make-up, sauberen Jeans und einem weißen Hemd. Sie trug einen abgenutzten Rucksack. Bonjour, ich bin Pilar Steiner. Ihre Stimme war weich, aber fest. Sie blickte ihm direkt in die Augen, ohne den Blick zu senken. Sie sind früh dran. Der Termin war um 10 Uhr. Das weiß ich. Entschuldigen Sie, der Bus kam früher als erwartet und ich wollte lieber hier warten, anstatt durchs Viertel zu fahren. Wenigstens war sie ehrlich. Dominik öffnete die Tür ganz. Kommen Sie rein. Pilar trat ein und sah sich mit zurückgehaltener Neugier um. Kein Erstaunen in ihrem Gesicht beim Anblick des luxuriösen Hauses. Keine Einschüchterung, nur ruhige Beobachtung. Setzen Sie sich. Dominik deutete auf das Sofa. Er setzte sich ihr gegenüber. Haben Sie Referenzen mitgebracht? Ja, Monsieur. Pilar holte eine Mappe hervor. Dominik überprüfte die Papiere. 3 Familien. Gute Kommentare. Ein Brief erwähnte 2 Jahre Betreuung kleiner Kinder. Warum haben Sie den Job gekündigt? 2 Jahre ist eine lange Zeit. Die Familie zog nach Spanien. Mir wurde angeboten, mit ihnen zu gehen, aber ich habe hier Verpflichtungen, die ich nicht verlassen kann. Welche Art von Verpflichtungen?
Es gab eine kurze Pause. Pilar bewahrte ihre Fassung, aber etwas huschte über ihre Augen. Vielleicht Schmerz oder Sorge. Ich kümmere mich um meine Mutter, sie ist krank. Dominik nickte. Krebs, Multiple Sklerose. Das tut mir leid zu hören. Danke. Eine kurze Stille trat zwischen sie. Dominik fuhr fort. Mein Sohn Benjamin ist 3 Jahre alt. Er hat seine Mutter vor 8 Monaten verloren. Er ist ein ruhiger Junge. Zu ruhig. Ich verstehe. Die Regeln sind einfach. Dominik holte ein ausgedrucktes Blatt hervor. Strickte Zeitpläne. Keine Süßigkeiten zwischen den Mahlzeiten. Maximal 1 Stunde Lernfernsehen. Keine Tablets. Strukturierte Aktivitäten. Und vor allem Professionalität. Sie ist nicht ihr Freund. Sie ist ihre Verantwortung. Pilar nahm das Blatt und las es aufmerksam. Ihr Gesichtsausdruck änderte sich nicht. Aber Dominik sah, wie sich ihre Finger um das Papier spannten. »Haben Sie ein Problem?« fragte er. »Nein, Monsieur, aber ich habe eine Frage. Nur zu. Darf ich ihn umarmen?« Die Frage überraschte Dominik. »Was?« »Benjamin, wenn er es braucht, wenn er fällt oder sich erschreckt, darf ich ihn dann umarmen?« Das steht nicht auf der Liste. Dominik spürte etwas Anspannung in seiner Brust. Warum ärgerte ihn diese Frage so sehr? Ich schätze, ja, wenn es nötig ist. Und wenn es nicht nötig ist, aber er es verlangt. Warum sollte er es verlangen, wenn es nicht nötig ist? Pilar blickte ihn direkt an. Weil Kinder manchmal ohne Grund Zuneigung brauchen, einfach weil sie Kinder sind. Etwas in ihrer Art zu sprechen. Es war keine Herausforderung, aber auch keine Anweisung. Es war einfach die Wahrheit, ruhig gesagt. Tun Sie, was Sie für angemessen halten. Dominik antwortete kühler als beabsichtigt. Aber denken Sie daran, Sie sind hier, um ihn zu betreuen, nicht um seine Mutter zu ersetzen. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu ersetzen, Monsieur Dubois. Ich bin hier, um ein Kind zu betreuen, das seine Mutter verloren hat. Da gibt es einen Unterschied. Dominik ballte die Kiefer zusammen. Diese Frau war direkt, vielleicht zu direkt, aber etwas an ihrer Ehrlichkeit war erfrischend oder irritierend. Er war sich nicht sicher. Das Gehalt ist dasselbe wie am Telefon besprochen. Sie bezahlen jeden Freitag bar. Arbeitszeit Montag bis Freitag. 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Wochenende frei. Perfekt. Eine Sache noch. Dominik stand auf. Ich hatte 12 Nannies vor ihnen. Alle versprachen, die Regeln zu befolgen. Keine hielt länger als 1 Monat. Nicht wegen mir, sondern weil sie ihre Arbeit nicht richtig machten. Pilar stand ebenfalls auf und hielt seinem Blick stand. Mit allem Respekt, Monsieur Dubois. Ich kenne nicht die Umstände der vorherigen Nannies. Aber was ich weiß, ist, dass jedes Kind es verdient, mit Würde und Zuneigung betreut zu werden, nicht nur mit Regeln. Wenn das für Sie ein Problem ist, bin ich vielleicht nicht die richtige Person für diesen Job. Die folgende Stille war dicht. Dominik war es nicht gewohnt, so angesprochen zu werden, schon gar nicht von Angestellten, die den Job brauchten. Er hätte sie sofort entlassen sollen, bevor sie überhaupt anfing. Aber etwas hielt ihn zurück. Vielleicht war es die Überzeugung in ihren Augen. Vielleicht die Müdigkeit, die 14. Nanny zu suchen. Oder vielleicht wusste er, in einer verborgenen Ecke seines Herzens, dass sie recht hatte. Sie sind eingestellt. Sie fangen sofort an. Zum ersten Mal lächelte Pilar. Es war ein kleines, aber echtes Lächeln. Danke, Monsieur Dubois. Martha wird Ihnen zeigen, wo alles ist. Ich fahre zur Arbeit. Ich bin um 7 Uhr zurück. Verstanden. Dominik nahm seine Aktentasche und ging zur Tür. Aber bevor er ging, hielt er inne. Pilar, ja? Benjamin ist alles, was mir geblieben ist. Wenn ihm etwas zustößt, wenn er unter ihrer Obhut leidet, wird ihm nichts passieren. Pilar unterbrach ihn entschieden. Sie haben mein Wort. Dominik nickte und ging hinaus. Auf dem Weg ins Büro konnte er Pilars Bild nicht aus dem Kopf bekommen. Etwas an ihr war anders als an den anderen. Es war nicht die Verzweiflung, den Job behalten zu wollen. Es war keine Angst oder Unterwürfigkeit. Es war Vertrauen, als ob sie genau wüsste, was sie tat und seine Zustimmung nicht brauchte, um es richtig zu machen. Das beunruhigte ihn, denn Dominik Dubois brauchte Kontrolle. Kontrolle über sein Unternehmen, über sein Haus, über jeden Aspekt seines Lebens, den das Schicksal ihm nicht genommen hatte. Und diese Frau, mit ihrer festen Ruhe und ihren direkten Fragen, bedrohte diese Kontrolle. Er holte sein Handy heraus und suchte nach einem gespeicherten Kontakt. Sicherheitssysteme Premier. Er hatte schon früher daran gedacht, nach der 8. Nanny, aber es hatte ihm immer übertrieben erschienen, eine unnötige Verletzung der Privatsphäre. Aber jetzt, mit dieser Frau in seinem Haus, mit seinem Sohn, sagte ihm etwas in seiner Brust, das er wissen musste, sehen musste, sicher sein musste. Er wählte die Nummer Bonjour, Sicherheitssysteme Premier. Wie können wir Ihnen helfen? Ich muss Sicherheitskameras installieren, diskrete Kameras überall in meinem Haus. Selbstverständlich, Monsieur. Wann sollen wir vorbeikommen? Dominik blickte auf seine Uhr. Pilar hatte gerade erst angefangen. Benjamin war in diesem Moment bei ihr. Heute Nachmittag, nach 19 Uhr. Perfekt. Adresse.
Dominik gab die Daten ein, bestätigte das Budget, das er kaum bemerkte, da Geld kein Problem war, und legte auf. Er lehnte sich am Autositz zurück und sah dem langsam vorbeiziehenden Verkehr von Genf entgegen. Er war nicht paranoid, es war vernünftige Vorsicht. Er hatte das Recht zu wissen, was in seinem eigenen Haus mit seinem eigenen Sohn geschah, oder? Aber selbst während er sich diese Rechtfertigungen wiederholte, flüsterte eine kleine Stimme in seinem Kopf, die verdächtig nach Isabelle klang: »Wen versuchst du zu überzeugen, Dominik? Dich selbst.« Er ignorierte diese Stimme, wie er gelernt hatte, so viele Dinge in den letzten 8 Monaten zu ignorieren. Im Haus stieg Pilar hinter Martha die Treppe hinauf. »Das Zimmer des Jungen ist hier.« Martha deutete auf eine Tür mit einem Schild, auf dem Benjamin stand, dekoriert mit Dinosauriern. »Er ist ein liebes Kind. Ruhig, verursacht nie Probleme.« »Und das ist gut?« fragte Pilar leise. Martha blickte sie überrascht an. »Nun ja, es macht alles einfacher. Oder vielleicht macht es einfacher, nichts zu bemerken, wenn etwas nicht stimmt.« Bevor Martha antworten konnte, klopfte Pilar an Benjamins Zimmertür. »Benjamin, ich bin Pilar. Darf ich reinkommen?« Stille. Dann eine winzige Stimme. Ja, Pilar öffnete die Tür und trat ein. Das Zimmer war perfekt, zu perfekt. Alles organisiert, sauber, jedes Spielzeug an seinem Platz. Die Wände mit professionellen Wandgemälden von Dinosauriern und Astronauten, ein Himmelbett wie aus einem Magazin, ein Regal voller Bücher nach Größe sortiert. Und inmitten all dieser Perfektion, auf dem Teppich sitzend, war Benjamin, ein kleiner Junge, mit riesigen, ernsten Augen, die ihn vorsichtig ansahen. »Hallo Benjamin.« Pilar kniete sich auf seine Höhe, ohne zu nahe zu kommen. »Sehr erfreut, ich bin Pilar und ich werde mich um dich kümmern.« Der Junge nickte, sagte aber nichts. »Was baust du da?« »Einen Turm. Er sieht sehr hoch aus.« »Wofür ist er?« Benjamin dachte nach. »Damit meine Mama mich vom Himmel aus sehen kann.« In diesem Moment brach Pilars Herz und setzte sich gleichzeitig wieder zusammen, denn sie verstand alles, was sie über diesen Jungen und den Mann, der ihn eingestellt hatte, wissen musste. Dies würde keine leichte Aufgabe sein, aber sie würde notwendig sein. Die Techniker trafen um 7:30 Uhr ein. Dominik wartete nervös. »Bonjour, Monsieur Dubois.« 3 Männer in blauer Uniform mit Ausrüstungskisten. »Kommen Sie schnell und leise rein. Mein Sohn schläft oben.« »Verstanden. Wo möchten Sie die Kameras?« »Überall.« Dominik zeigte den mit roten Kreisen markierten Plan. Wohnzimmer, Küche, Garten, Spielzimmer, Flure, volle Abdeckung. Das Zimmer des Jungen. Dominik zögerte. Diese Grenze zu überschreiten fühlte sich falsch an, aber er dachte an Benjamin, an alles, was passieren könnte, ohne dass er es wusste. Auch sehr diskret. 2 Stunden später war alles installiert. Winzige Kameras in Rauchmeldern, Uhren, unauffälligen Dachecken. Der Techniker zeigte ihm das System auf seinem Laptop. Sie können alles in Echtzeit sehen. 30 Tage Aufnahmen. Zugriff vom Handy, Tablet, jedem Gerät. Dominik beobachtete die 8 kleinen Fenster, das leere Wohnzimmer, die dunkle Küche, Benjamins Zimmer, in dem sein Sohn schlief. Absolute Kontrolle. Warum spürte er dann dieses Gewicht in seinem Magen? Gibt es Audio? Ja, Monsieur. Hohe Auflösung. Perfekt. Jetzt könnte er jedes Wort hören. Als die Techniker gegangen waren, starrte Dominik auf die Bildschirme. Er schenkte sich einen Whisky ein. »Es ist für Ihre Sicherheit«, sagte er in den leeren Raum. Aber Isabelles Stimme flüsterte: »Oder hast du Angst, dass sie tut, was du nicht kannst?« Er trank den Whisky und schaltete das Licht aus. Am nächsten Morgen wachte Dominik um 6 Uhr auf. Er hatte von Isabelle geträumt, die ihn enttäuscht ansah. Er stieg in die Küche und öffnete seinen Laptop. Die 8 Fenster erschienen. Um 7:30 Uhr verließ Pilar ihr Zimmer. Er sah sie am Flur, barfuß, mit einem Brötchen und einem T-Shirt, zerzaustem Haar, normal, menschlich. 15 Minuten später stieg sie bereits angezogen herunter. Sie betrat die Küche und war überrascht, ihn dort zu sehen. »Bonjour, Monsieur Dubois. Ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu finden. Arbeit zu überprüfen.« Stille, während Pilar Zutaten herausholte. »Wann wacht Benjamin auf?« »Zwischen 8 und 8:30 kann ich ihm Frühstück machen, um eine Routine zu schaffen.« Dominik nickte und beobachtete sie, wie sie sich in der Küche zuversichtlich, aber respektvoll bewegte. »Ich gehe«, kündigte er an und schloss den Laptop. »Ich bin um 7 Uhr zurück.« Im Auto öffnete er sofort die App. Dort war Pilar, die kochte und vor sich hin summte. Den Vormittag über, zwischen Besprechungen, überprüfte er alle 15 Minuten die Kameras. Wie eine Sucht. Um 8:20 Uhr sah er sie nach oben gehen. Er wechselte zur Kamera am Zimmer, gerade als sie eintrat. Benjamin war wach und umarmte seinen grünen Dinosaurier. »Bonjour, Benjamin.« Pilars Stimme klang über das Audio warm. »Hast du gut geschlafen?« Der Junge nickte, sagte aber nichts. »Hast du Hunger?« Ein weiteres Nicken. »Ich habe Rührei zubereitet.«
Magst du es? Benjamin sprach endlich. Meine Mama hat es mit Käse gemacht. Dominik spannte sich an. Da kam es. Pilar würde etwas Unangemessenes sagen. Sie würde Benjamins Schmerz minimieren oder schlimmer noch versuchen, Isabel zu ersetzen. Aber was sie sagte, überraschte ihn. Weißt du was? Ich habe keine Ahnung, wie deine Mama es gemacht hat. Aber wenn du es mir erzählst, kann ich versuchen, es nachzumachen. Was meinst du dazu? Benjamin sah sie mit diesen großen, vorsichtigen Augen an. Wirklich, wirklich, du bist der Experte. Ich bin nur die neue Köchin, die lernen muss. Zum ersten Mal sah Dominik seinen Sohn lächeln. Nur eine kleine Kurve, aber echt. Sie gab Käse dazu und rührte viel um. Perfekt. Kommst du runter und hilfst mir? Kann ich? Klar, du bist Teil des Teams. Dominik beobachtete sie, wie sie herunterkamen. Pilar trug ihn nicht und nahm seine Hand nicht. Sie ging einfach an seiner Seite. In der Küche setzte sie ihn auf eine hohe Bank. Okay, Chef, sag mir, was ich tun soll. Benjamin gab mit ernstem Gesicht Anweisungen. Mehr als das, Mama hat viel dazu getan. Du bist anspruchsvoll. Du erinnerst mich an meinen kleinen Bruder, witzelte Pilar. Hast du einen kleinen Bruder? Ich hatte einen. Er ist jetzt erwachsen. Er ist 17. Und deine Mama? Pilars Lächeln wurde melancholisch. Dominik drehte die Lautstärke höher. Meine Mama ist krank, deshalb arbeite ich, um ihr zu helfen. Sie wird nicht sterben wie meine Mama? Die direkte, brutale Frage in ihrer Unschuld ließ Dominik den Atem anhalten. Pilar kniete sich vor Benjamin und sah ihm in die Augen. Das weiß ich nicht, Kleiner. Ich hoffe nicht, aber sie ist sehr krank. Bist du traurig? Manchmal. Aber ich bin auch dankbar für jeden Tag, den ich mit ihr habe. Denn die gemeinsame Zeit, auch wenn sie schwierig ist ein Geschenk. Ich vermisse meine Mama jeden Tag. Ich weiß, Kleiner, und es ist in Ordnung, sie zu vermissen. Du musst es nicht verstecken. Papa sagt, ich muss stark sein. Und das bist du. Aber stark sein bedeutet nicht, sie nicht zu vermissen. Es bedeutet weiterzumachen, auch wenn es weh tut. Es bedeutet, sich allem zu erlauben, was man fühlen muss. Benjamin dachte nach, seine Augen glänzten mit nicht vergossenen Tränen. Darf ich dich umarmen? Dominik sah, wie Pilar aufgeregt schluckte. Natürlich, und sein Sohn, dieses Kind, das in den letzten Monaten kaum jemanden an sich herangelassen hatte, stürzte sich in die Arme dieser Frau, die er kaum kannte. Er klammerte sich an sie, als wäre sie ein Rettungsring mitten am Ozean. Dominik musste das Handy schließen, seine Hände zitterten. Er konnte nicht weiter zusehen, denn was er sah, war keine Manipulation, keine Nanny, die versuchte, das Kind mit falschen Versprechungen zu gewinnen. Es war echte Verbindung. Zwei Menschen, die den Schmerz des anderen verstanden, die sich in ihrem gemeinsamen Leid erkannten. Und er, versteckt hinter Kameras und Bildschirmen, aus den Schatten beobachtend, war der Einzige, der völlig allein blieb, der Einzige, der sich weigerte zu fühlen. Der Rest des Tages war verschwommen. Dominik versuchte, sich zu konzentrieren, aber er kehrte ständig zum Handy zurück. Sie sahen sie am Garten Schmetterlinge jagen, zusammen Mittagessen, während Pilar Geschichten erzählte. Während der Siesta las sie ihm vor und blieb bei ihm, streichelte sein Haar, bis er tief schlief. Jede Szene bewies, dass Pilar nicht das Problem war. Er war es. Um 18 Uhr kehrte Dominik zurück. Er hörte Gelächter aus dem Wohnzimmer. Er fand Pilar und Benjamin, wie sie eine Festung aus Kissen bauten. Papa, Benjamin rannte begeistert auf ihn zu. Schau, sieh mal, sie ist sehr groß. Es ist ein Schloss. Ich bin der König und Pilar der Drache, der mich beschützt. Pilar stand auf. Wir räumen vor dem Abendessen auf, keine Eile. Willst du ins Schloss kommen, Papa? Benjamin nahm ihn bei der Hand. Eine körperliche Verbindung, die er seit so langer Zeit nicht mehr hatte, dass Dominik wie erstarrt war. Ich habe Arbeit zu erledigen, sagte er. Das Licht in Benjamins Augen erlosch ein wenig. Oh, okay. Und in diesem Moment sah Dominik die Enttäuschung. Nicht Wut, kein Wutanfall. Nur die ruhige Akzeptanz eines Kindes, das daran gewöhnt war, dass sein Vater nicht anwesend war. Vielleicht später, versuchte er zu beschwichtigen. Ja, später. Aber beide wussten, dass es kein später geben würde. Dominik ging in sein Arbeitszimmer und schloss die Tür. Er öffnete den Laptop und die 8 Fenster erschienen. Unten sah er Pilar, wie sie sich neben Benjamin kniete. Weißt du was? Dein Papa arbeitet sehr hart, um dir alles zu geben, was du brauchst. Das ist auch eine Form der Liebe. Aber ich brauche keine Dinge. Ich brauche nur ihn. Die Worte waren wie ein direkter Schlag ins Herz von Dominik. Ich weiß, Kleiner. Und ich bin mir sicher, dass er dich auch braucht. Manchmal wissen Erwachsene nicht, wie sie es sagen sollen. Glaubst du, mein Papa liebt mich? Ich bin mir absolut sicher. Woher weißt du das? Weil ich an der Art sehe, wie er dich ansieht, wenn er glaubt, dass du ihn nicht siehst, als wärst du das Wichtigste auf der Welt. Dominik spürte, wie seine Augen brannten. Das stimmte. Er bemerkte es, weil sie achtete. An diesem Abend, nachdem Benjamin zu Abend gegessen und ins Bett gegangen war, stieg Dominik hinunter, um Wasser zu holen. Er fand Pilar beim Abwasch.
Martha kann das morgen machen. Es stört mich nicht, es entspannt mich, es hilft mir beim Nachdenken. Stille, während sie einen Teller abspülte. Das laufende Wasser war das einzige Geräusch in der dunklen Küche. Er hatte einen guten Tag, kommentierte Dominic. Jedes Wort fühlte sich gezwungen an. Benjamin, ich habe ihn anders gesehen, fröhlicher. Pilar blickte ihn von der Seite an und trocknete sich langsam die Hände. Er ist ein wunderbares Kind. Er brauchte nur die Erlaubnis, wieder ein Kind zu sein. Was bedeutet das? Sie trocknete ihre Hände vollständig ab und drehte sich ihm zu. Etwas Festes war in ihrer Haltung. Mit Respekt, Monsieur Dubois, Benjamin hat versucht, der starke Erwachsene zu sein, der sie von ihm brauchen. Aber er ist 3 Jahre alt. Er muss sich erlauben können, verletzlich zu sein, zu spielen, zu lachen, zu weinen, wenn nötig. Er muss wissen, dass es in Ordnung ist, nicht immer in Ordnung zu sein. Ich habe ihn nicht gebeten, stark zu sein, vielleicht nicht mit Worten, aber Kinder lesen mehr, als wir sagen, sie lesen, was wir sind. Dominic presste das Glas in seiner Hand. Sie weiß nicht, wovon sie spricht. Sie haben recht. Ich weiß nichts über ihr Leben, ihren Schmerz, wie es war, ihre Frau zu verlieren. Aber ich weiß etwas über Kinder und ich weiß, wenn einer ein Gewicht trägt, das ihm nicht gehört. Sie war fertig. Pilar hielt seinen Blick noch einen Moment länger, nickte dann. Gute Nacht, Monsieur Dubois. Als sie die Treppe hinaufging, blieb Dominic in der dunklen Küche mit dem vergessenen Wasserglas in den Händen zurück. Pilars Worte hallten in seinem Kopf wieder. Unbequem, wahr. Er stieg in sein Arbeitszimmer und öffnete die Kameras wieder. Es war bereits eine Obsession. Er musste sehen. Er musste wissen, was genau brauchte er. Auf dem Bildschirm von Benjamins Zimmer sah er Pilar eintreten. Sein Sohn lag am Bett, aber wach. Ich kann nicht schlafen, hörte er die winzige Stimme. Willst du, dass ich noch ein bisschen bleibe? Ja. Pilar setzte sich auf den Stuhl neben dem Bett. Worüber denkst du nach? Stille. Dann, glaubst du, meine Mama kann mich vom Himmel aus sehen? Ich bin sicher. Ja, absolut sicher. Und glaubst du, sie ist stolz auf mich? Warum sollte sie nicht stolz sein? Du bist mutig, freundlich, intelligent, weil ich manchmal schlimme Dinge tue, wie zum Beispiel. Benjamin senkte seine Stimme, als würde er ein schreckliches Geheimnis gestehen. Wie der Wunsch, dass jemand anders meine Mama ist, weil ich es vermisse, eine zu haben, das macht mich schlecht. Dominic spürte, wie die Luft aus seinen Lungen entwich. Die Welt stand still. Sein Sohn hatte diese Schuld, dieses unmögliche Gewicht getragen, und er hatte keine Ahnung gehabt. Benjamin, sieh mich an. Pilar kniete sich neben das Bett und nahm seine kleinen Hände. Mama zu vermissen ist niemals etwas Schlechtes. Und es ist in Ordnung, wenn du dir wünschst, dass jemand diese Leere in deinem Herzen füllt. Deine Mama würde das perfekt verstehen. Sie möchte, dass du glücklich bist, dass dich Menschen lieben und sich um dich kümmern. Wahre Liebe hat keine Eifersucht. Sie will nur das Beste für den anderen. Dann ist es nicht schlecht, dass ich dich mag. Pilar wischte sich schnell eine Träne ab. Überhaupt nicht. Ich fühle mich geehrt. Du wirst bleiben. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber solange ich hier bin, verspreche ich dir, werde ich mich so gut ich kann um dich kümmern. Ein echtes Versprechen. Wahr? Ein echtes Versprechen. Wahr? Benjamin schloss ruhig die Augen. Endlich blieb Pilar dort sitzen und summte ein leises Lied, bis der Junge einschlief. Dominic schloss den Laptop, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und blickte zur Decke. Die Kameras hatten ihm genau gezeigt, was er sehen musste, aber es war nicht das, was er erwartet hatte. Er fand keine Vernachlässigung, keine Manipulation, keine Gefahr. Er fand einfache, ehrliche, selbstlose Liebe und die Wahrheit, die er seit 8 Monaten vermieden hatte. Sein Sohn heilte, aber er nicht, denn während Benjamin lernte, sich wieder zu öffnen, zu vertrauen, zu fühlen, blieb Dominic hinter Mauern gefangen, die er selbst gebaut hatte. Und die Kameras, dachte er bitter, waren nur eine weitere Mauer. 3 Wochen vergingen seit der Installation der Kameras. 3 Wochen, in denen Dominic physisch anwesend, aber am Wesentlichen abwesend wurde. Er kam früh an, sperrte sich in seinem Arbeitszimmer ein, überprüfte Aufnahmen. Tagsüber am Büro überwachte er ständig die Kameras. Er kehrte spät zurück, wenn Benjamin schlief, und sah alles noch einmal. »Geht es dir gut, Dominic?« fragte sein Partner Damian. »Perfekt«, aber das stimmte nicht. Er war süchtig nach den Bildschirmen, die ihm das Leben zeigten, das er nicht lebte. Und jeden Tag zeigte er ihm dasselbe. Pilar war aufrichtig, geduldig, liebevoll, alles, was Dominic nicht sein konnte. Eines Morgens, als er Aufnahmen überprüfte, sah er etwas, das ihn erstarren ließ. Es war der Nachmittag zuvor. Pilar und Benjamin malten am Garten mit Kreide. Sein Sohn malte Strichmännchen. Ein großer Mann, eine Frau, ein kleiner Junge. »Wer sind das?« fragte Pilar. »Meine Familie, früher.« Dominic beugte sich zum Bildschirm und erhöhte die Lautstärke. »Deine Mama, dein Papa und du.« Pilar betrachtete die Zeichnung. »Ja, aber jetzt nicht mehr. Wie ist sie jetzt?« Benjamin nahm eine weitere Kreide
und malte den Jungen allein in einer Ecke, den großen Mann in einer anderen Ecke und dazwischen einen riesigen leeren Raum. »So«, sagte er einfach. Dominiks Herz zerbrach. »Warum sind Sie so weit voneinander entfernt?«, fragte Pilar sanft. »Weil Papa nicht in der Nähe sein will. Ich glaube, ich erinnere ihn an Mama und das macht ihn traurig. Hat er dir das gesagt?« »Nein, aber ich weiß es, weil seine Augen traurig werden, wenn er mich ansieht. Und dann geht er.« Pilar setzte sich auf den Boden neben ihn. »Weißt du, was ich glaube?« »Was?« »Ich glaube, dein Papa liebt dich sehr, so sehr, dass er Angst hat.« »Angst wovor?« »Angst, dich zu verlieren, so wie er deine Mama verloren hat. Manchmal, wenn die Leute große Angst haben, ziehen sie sich von dem zurück, was sie am meisten lieben. Nicht, weil es ihnen egal ist, sondern weil es ihnen zu wichtig ist.« Benjamin dachte darüber nach, aber das ergab keinen Sinn. Wenn er mich liebt, warum ist er dann nicht bei mir? Weil Angst nicht immer Sinn ergibt, Kleiner. Angst bringt uns dazu, Dinge zu tun, die wehtun, auch wenn wir nicht wehtun wollen. Du hast ständig Angst. Wovor? Meine Mama zu verlieren, nicht gut genug für dich zu sein, zu versagen, aber du versagst nicht, du bist die Beste. Pilar lächelte mit glänzenden Augen. Danke, Benja. Das bedeutet mir viel. Pilar. Ja? Glaubst du, mein Papa hört irgendwann auf, Angst zu haben? Ich hoffe es, denn er verdient es, glücklich zu sein, und du verdienst es, einen Papa zu haben, der präsent ist, nicht nur am Haus, sondern hier. Sie berührte Benjamins Brust über seinem Herzen, wo es wirklich wichtig war. Dominik pausierte die Aufnahme. Die Worte seines Sohnes verfolgten ihn. Ich erinnere ihn an Mama. Das dachte Benjamin, dass er sich zurückzog, weil sein Sohn ihn an Isabelle erinnerte. Ja, Benjamin erinnerte ihn an Isabelle, aber er zog sich zurück, weil er bei jedem Blick auf seinen Sohn sein eigenes Versagen sah, seine Angst wieder zu lieben und alles zu verlieren. Er schloss den Laptop und ging in die Küche. Es war 6 Uhr morgens, aber er hörte einen Schrei von oben. Er rannte die Treppe hinauf. Es kam aus Benjamins Zimmer. Er öffnete die Tür ruckartig und fand seinen Sohn am Bett weinend mit zerwühlten Laken. Albtraum. Benjamin. Der Junge sah ihn mit riesigen Augen an, voller Angst. Papa. Zum ersten Mal seit Monaten dachte Dominik nicht, rechnete nicht, zog sich nicht zurück. Er ging einfach durch das Zimmer und umarmte seinen Sohn. Benjamin klammerte sich an ihn, als wäre er die letzte Person auf der Welt. Ich bin hier. Ich bin hier, mein Sohn. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Ich träumte, dass auch du gehst, dass du mich allein lässt. Ich werde nicht gehen, das verspreche ich dir. Wirklich, wirklich. Er hörte Schritte. Pilar erschien besorgt an der Tür. Ich hörte Schreie. Es ist in Ordnung. Ein Albtraum. Pilar nickte. Etwas lag in ihrem Blick. Verständnis. Hoffnung. Brauchen Sie etwas? Dominik hielt seinen Sohn, bis er einschlief. Als er ihn hinlegte, sah er so klein aus, 3 Jahre alt und so viel verloren. Es tut mir leid, flüsterte Dominik und streichelte Benjamins Haar. Es tut mir leid, dass ich nicht hier war. Es tut mir leid, dass ich so viel Angst hatte. Er verließ das Zimmer und fand Pilar am Flur. Sie lehnte an der Wand und wartete. Danke, Dominik, sagte sie. Wofür? Dafür, dass du nicht reingekommen bist. Dafür, dass du uns diesen Moment gegönnt hast. Es war nicht mein Platz, es war deiner. Stille zwischen ihnen, anders diesmal, weniger angespannt. Darf ich Sie etwas fragen? Pilar sprach endlich. Nur zu. Warum stellen Sie Nannies ein, wenn Sie sie auf Distanz halten? Warum sind Sie nicht einfach bei ihm? Dominik spürte, wie die Verteidigung aufstieg, aber er schluckte sie hinunter. Diese Frau verdient Ehrlichkeit. Ich weiß nicht wie. Isabelle war die Expertin darin, Mutter zu sein. Ich war nur der Versorger, derjenige, der arbeitete, der die Rechnungen bezahlte. Und jetzt ist sie nicht da. Und Benjamin braucht mich. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich das sein kann, was er braucht. Wissen Sie, was er braucht? Was? Nur Sie. Er braucht keine Perfektion. Er braucht Präsenz. Ich war gerade präsent. Und ich weiß nicht einmal, ob ich es gut gemacht habe. Sie haben ihn umarmt, als er Angst hatte. Das ist alles, was er brauchte. Dominik spürte, wie sich etwas in seiner Brust lockerte. Wie lassen Sie das so einfach klingen? Weil es einfach ist. Liebe ist nicht kompliziert. Wir sind es, die sie mit unseren Ängsten kompliziert machen. 2 Wochen vergingen. Dominik überprüfte weiterhin die Kameras, aber etwas änderte sich. Er suchte nicht mehr nach Vernachlässigung, er suchte jetzt zu lernen und langsam begann er sich zu ändern. Er kam früher an, aß mit Benjamin zu Abend, las ihm Geschichten vor. Seine Stimme war steif, aber Benjamin sah ihn an, als wäre es das beste Geschenk. Eines Nachmittags, als er Aufnahmen überprüfte, sah er ein Gespräch, das ihn zum Innehalten brachte. Benjamin half Pilar, saubere Kleidung zu falten. Eine einfache, häusliche Aktivität. Pilar, darf ich dich etwas fragen? Immer. Warum bist du so nett zu mir?
Sie hörte auf zu falten und sah ihn an. Warum sollte ich nicht nett zu dir sein? Weil die anderen Nannies am Anfang nett waren, aber dann müde wurden. Sie sagten, ich sei zu still, zu ernst, zu langweilig. Dominik spürte Wut aufsteigen. Was für Leute sagen so etwas zu einem 3-jährigen Kind? Benjamin, sieh mich an. Pilar kniete sich vor ihn. Du bist nicht langweilig. Du bist nachdenklich, aufmerksam, intelligent. Und ruhig zu sein ist nichts Schlechtes. Es bedeutet, dass deine Worte Gewicht haben, wenn du sprichst. Glaubst du das wirklich? Wirklich? Weißt du, was ich noch denke? Was? Dass jeder, der nicht sieht, wie besonders du bist, es nicht verdient hat, in deiner Nähe zu sein. Benjamin lächelte. Dieses kleine Lächeln, das in letzter Zeit häufiger auftrat. Pilar, ja? Ich liebe dich. Dominik sah, wie Pilar regungslos dastand, wie ihre Augen sich mit Tränen füllten, die sie zu zurückhalten versuchte. Ich liebe dich auch, Kleiner, sehr. Und dann fragte Benjamin etwas, das Dominiks Welt zum Stillstand brachte. Kann ich deine neue Mama werden? Die Stille in der Aufnahme war ohrenbetäubend. Pilar schloss die Augen und atmete tief durch. Als sie öffnete, vermischten sich Schmerz und Liebe in ihrem Ausdruck. Benja, meine Liebe, ich kann nicht deine Mama sein, niemand kann deine Mama ersetzen. Sie war einzigartig und besonders und wird immer deine Mama sein. Aber sie ist nicht hier, das weiß ich, und das ist sehr schwer. Aber ich kann jemand sein, der dich sehr liebt, jemand, der sich um dich kümmert, jemand, der immer für dich da sein wird, solange ich kann. Das ist in Ordnung. Benjamin dachte einen Moment nach. Und wenn ich dich wie meine Großmutter Tante Pilar nenne? Pilar lächelte durch die Tränen. Tante Pilar, das liebe ich. Dann bist du meine Tante Pilar und du liebst mich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Dominik pausierte die Aufnahme. Sein Handy vibrierte. Eine Nachricht seines Assistenten über ein dringendes Meeting ignorierte er. Zum ersten Mal seit Wochen schaltete er sein Handy komplett aus. Er schloss den Laptop und ging die Treppe hinunter. Es war Freitagnachmittag. Er hörte Gelächter aus dem Garten. Er ging hinaus und fand Pilar, wie sie Benjamin auf der Schaukel anschob. Höher, Tante Pilar, höher. Bist du sicher? Dominik kam näher. Beide sahen ihn und das Lachen verstummte, als ob seine Anwesenheit die Freude automatisch erstickte. Das tat mehr weh, als ich erwartet hatte. Kann ich, Dominik? Er deutete auf die Schaukel. Benjamin sah ihn verwirrt an. Kannst du was? Dich anschieben. Das Gesicht seines Sohnes leuchtete auf. Wirklich, wirklich. Pilar trat beiseite und gab ihm Platz. Sie warf ihm ein aufmunterndes Lächeln zu, bevor sie sich diskret zurück ins Haus zurückzog. Dominik stellte sich hinter die Schaukel. Seine Hände zitterten leicht, etwas so Einfaches, etwas, das Tausende von Vätern jeden Tag taten, und für ihn fühlte es sich an wie eine Bergwanderung. Er schob sanft, stärker, Papa. Er schob stärker und hörte etwas, das er seit Monaten nicht gehört hatte. Sein Sohn lachte, echt, vollständig, ohne Zurückhaltung. Mehr, mehr. Dominik schob stärker, und während er sah, wie sein Sohn vorwärts und zurück flog, vorwärts und zurück, begann etwas in ihm zu heilen. Nicht vollständig. Die Wunden waren zu tief dafür. Aber ein Riss in der Rüstung begann, ein Lichtstrahl trat in die Dunkelheit. Nach 15 Minuten stieg Benjamin von der Schaukel und rannte auf ihn zu. Papa, wir können das öfter machen. Ich würde es sehr gerne tun. Wirklich, 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 wirklich. Benjamin umarmte ihn fest, zuversichtlich, als ob er endlich glauben würde, dass sein Vater nicht verschwinden würde. An diesem Abend, nachdem Benjamin ihn ins Bett gebracht hatte, sah Dominik ihn schlafend an. Sein Sohn sah friedlich aus. Er spürte eine Präsenz. Pilar ist ein braves Kind. Das ist sie. Dank ihnen, nicht dank ihm. Kinder brauchen nur Raum zum Heilen. Dominik drehte sich um. Ich muss etwas gestehen. Ich habe Kameras am ganzen Haus installiert. Ich habe sie vom ersten Tag an beobachtet. Er erwartete die Explosion, die Wut. Aber Pilar nickte nur. Ich weiß. Sie wissen es. Ich habe am zweiten Tag eine gefunden. Der Rauchmelder in der Küche hat ein sehr kleines blinkendes Licht. Ich habe gesucht und andere gefunden. Dominik war sprachlos und sagte nichts. Nein, weil ich verstand, dass es nicht um mich ging. Es ging um sie, der versuchte, die Kontrolle über etwas zu behalten, wenn alles andere außer Kontrolle geriet. Ich sollte wütend sein, wahrscheinlich. Aber ich weiß auch, was Angst ist, und ich erkenne jemanden, der darin ertrinkt. Warum sind sie geblieben, obwohl sie wussten, dass sie beobachtet wurden? Weil Benjamin mich brauchte. Und ehrlich gesagt glaube ich sie auch. Dominik spürte, wie seine Augen brannten. Er hatte seit der Beerdigung nicht mehr geweint. Er hatte sich geschworen, es nie wieder zu tun. Aber jetzt, ihr am dunklen Flur mit dieser Frau stehend, die ihn in seinem schlimmsten Moment gesehen und ihn nicht verurteilt hatte, begannen die Tränen zu fließen. Ich weiß nicht, wie ich das reparieren soll. Ich weiß nicht, wie ich Vater sein soll ohne Isabelle. Sie müssen nicht alles auf einmal reparieren. Sie müssen nur präsent sein.
Ein Tag nach dem anderen, ein Moment nach dem anderen. Und wenn es nicht genug ist, wird es genug sein, weil es real ist. Und das ist alles, was Benjamin braucht. Das Geständnis über die Kameras veränderte etwas zwischen Dominic und Pilar. Es war keine Vertrauen genau. Es war ein gegenseitiges Verständnis. Eine Anerkennung, dass sie beide ihre eigenen Schlachten kämpften, während sie versuchten, Benjamin das zu geben, was er brauchte. Am Samstagmorgen traf Dominic eine Entscheidung, die ihn erschreckte und befreite zugleich. Er rief die Sicherheitsfirma an. Ich brauche, dass Sie alle Kameras entfernen. Alle, Monsieur Dubois. Sind Sie sicher? Absolut sicher. Gibt es ein Problem mit dem System? Nein, das Problem bin ich. Stille auf der anderen Seite der Leitung. Verstanden. Wir schicken heute Nachmittag ein Team. Als er auflegte, spürte er das Gewicht des Handys in seiner Hand. Dieses Gerät, das sein Fenster zu einem Leben gewesen war, das er sich weigerte wirklich zu leben. Er öffnete die Kamera-App ein letztes Mal. 8 Fenster, die sein leeres Haus zeigten. Das Wohnzimmer still, die Küche aufgeräumt, der Garten unter der Morgensonne, Benjamins Zimmer mit dem von Martha perfekt gemachten Bett. Und er erkannte, die Kameras zeigten nur leere Räume. Sie zeigten keine Liebe, keine Verbindung, nur Abwesenheit. Er schloss die App, löschte sie vom Handy und atmete aus. Die Techniker kamen um 15 Uhr. Dominic beaufsichtigte jede entfernte Kamera, den falschen Rauchmelder in der Küche, die Uhr I am Wohnzimmer, die kleinen Linsen, die in den Ecken versteckt waren. Als sie fertig waren, fühlte sich das Haus anders an, leichter, als hätte es wochenlang den Atem angehalten und konnte endlich ausatmen. Pilar beobachtete von der Treppe. Sie sagte nichts, aber ihre Augen sagten alles. An diesem Abend tat Dominic etwas, das er seit 8 Monaten nicht mehr getan hatte. Er beschloss, das ganze Wochenende zu Hause zu bleiben, ohne Arbeit, ohne Ausreden. Und Pilar blieb natürlich, obwohl es technisch ihre freien Tage waren. Falls sie etwas brauchen, hatte sie gesagt, aber beide wussten, dass sie blieb, weil diese kaputte Familie sie brauchte. Und vielleicht brauchte sie auch. Am Sonntagmorgen stieg Benjamin mit seinem Plüschdinosaurier unter dem Arm die Treppe hinunter. »Papa, gehst du nicht zur Arbeit?« »Nein, heute, Champion. Heute bleibe ich bei dir.« Benjamins Augen leuchteten auf mit vorsichtiger Hoffnung, als ob er es nicht ganz glauben wagte. »Wirklich, wirklich. Was willst du tun?« Benjamin dachte sehr ernsthaft nach, als ob dies die wichtigste Frage der Welt wäre. Schließlich sagte er, »Können wir in den Park gehen? Den mit den Enten.« Dominic spürte einen Schlag in der Brust. Dieser Park, den er jeden Sonntag mit Isabelle und Benjamin vor dem Unfall besuchte, den er seit 8 Monaten religiös vermieden hatte, weil jede Bank, jeder Baum, jeder Weg von Erinnerungen übersättigt war. »Na klar, gehen wir in den Park.« Sie gingen zu dritt. Dominic fuhr, Pilar I am Beifahrersitz, Benjamin hinten I am Kindersitz, summte ein erfundenes Lied. Als sie ankamen, blieb Dominic einen Moment I am Auto sitzen, die Hände am Lenkrad, atmend. »Geht es Ihnen gut?« fragte Pilar sanft. Dies war unser Ort, Isabels und meiner. Wir kamen hierher, als wir uns verliebten und dann mit Benjamin. Möchten Sie, dass wir woanders hingehen? Dominic blickte in den Rückspiegel. Benjamin löste bereits seinen Gurt und blickte auf den See, wo die Enten schwammen. Es ist keine Zeit zum Zurückkehren. Sie stiegen aus dem Auto. Benjamin rannte sofort zum See, stoppte genau am Rand, wie Isabelle es ihm beigebracht hatte. Überquere niemals die Steinlinie ohne einen Erwachsenen. Dominic und Pilar gingen hinter ihm her. »Sieh mal, Papa, da sind Entenbabys.« Und er wusste es. Eine Entenmutter folgte von 5 kleinen Küken, die in perfekter Reihe schwammen. Sie sind wunderschön. Dominic kniete sich neben seinen Sohn. »Können wir sie füttern? Ich habe kein Brot mitgebracht.« Benjamins Gesicht wurde ein wenig traurig. Mama hat immer Brot mitgebracht. Zuvor hätte Dominic das Thema schnell gewechselt, die Unterhaltung abgelenkt. Aber jetzt atmete er tief durch und sagte, »Du hast recht. Deine Mama hat nie das Brot für die Enten vergessen. Sie war organisierter als ich. Vermissen Sie sie? Jeden Tag. Warum reden wir dann nicht über sie?« Die direkte, ehrliche Frage zerbrach etwas in Dominic, denn es tat zu sehr weh und er dachte, wenn er nicht darüber sprach, würde es weniger weh tun, aber er irrte sich. »Können wir jetzt über sie reden?« »Ja, wir können jetzt über sie reden, wann immer Sie wollen.« Benjamin blickte einen Moment auf die Enten. Dann fragte er, »Erinnern Sie sich, als Mama in den See gefallen ist?« Dominic lachte. Ein echtes Lachen, das ihn selbst überraschte. Wie könnte ich das vergessen? Sie versuchte, deinen Ball zu erreichen und rutschte komplett aus und war ganz nass und lachend. Deine Mama hat immer über sich selbst gelacht. Ich erinnere mich auch daran. Benjamin lächelte. Obwohl du sehr klein warst, 2 Jahre alt. Aber deine Mama erzählte diese Geschichte ständig. Sie verbrachten die nächste Stunde I am Park. Dominic erzählte Geschichten von Isabel. Einige erinnerte sich Benjamin vage.
andere waren neu für ihn. Und mit jeder Geschichte löste sich etwas in Dominik. Der Schmerz war immer noch da, wahrscheinlich würde er immer da sein, aber es war kein lähmender Schmerz mehr, es war ein fließender, atmender Schmerz, der neben den guten Erinnerungen existierte, ohne sie zu verschlingen. Pila ging ein paar Schritte hinter ihnen, gab ihnen Platz, aber war immer präsent. Dominik blickte sie in einem Moment an und sie lächelte ihn an. Ein kleines Lächeln, das sagte, du machst das gut. Als sie nach Hause kamen, war Benjamin erschöpft, aber glücklich. Er schlief am Auto ein und umarmte sein Dinosaurier. Es war ein guter Tag, kommentierte Pilar, als Dominik Benjamin hochtrug, um ihn in sein Zimmer zu bringen. Es war wie Atmen, nachdem man unter Wasser war. Das ist eine gute Beschreibung. Nachdem er Benjamin ins Bett gebracht hatte, stieg Dominik hinunter und fand Pilar in der Küche, die Kaffee zubereitete. Ich schenke Ihnen eine Tasse ein, bitte. Sie setzten sich an den Küchentisch. Die Stille zwischen ihnen war nicht mehr unangenehm. Sie war ruhige Gesellschaft. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Dominik brach die Stille endlich. Nur zu. Warum tun Sie das? Warum bleiben Sie? Es ist nicht nur der Job. Ich könnte einen anderen Job bekommen. Einen, bei dem der Chef mich nicht ausspioniert oder ständig in Frage stellt. Pilar trank langsam ihren Kaffee, bevor sie antwortete. Wollen Sie die einfache Antwort oder die wahre? Die wahre, weil ich in Benjamin etwas von mir sehe, als ich ein Kind war. Dieses Gefühl des Verlusts, nicht in die Welt zu passen, ohne die Person, die einem das Gefühl gab, sicher zu sein. Sie machte eine Pause. Mein Vater starb, als ich 4 Jahre alt war, und meine Mutter musste 3 Jobs arbeiten, um uns zu ernähren. Sie war physisch da, aber emotional abwesend, weil der Schmerz sie verzehrte, und das half ihr, mich zu verstehen. Es half mir zu verstehen, dass auch Erwachsene zerbrechen und dass sie manchmal Zeit brauchen, um sich wieder zusammenzusetzen. Und ihre Mutter setzte sich wieder zusammen? Pilars Ausdruck wurde schließlich düster, aber es dauerte Jahre, und als sie bereit war, präsent zu sein, war ich bereits erwachsen. Wir haben diese Jahre verloren. Ich möchte nicht, dass Sie und Benjamin ihre verlieren. Dominik spürte etwas Tiefes in diesen Worten. Es tut mir leid. Für Ihre Mama, für Sie, danke. Aber es hat mir auch etwas Wichtiges beigebracht. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Meine Mutter und ich haben uns wieder verbunden, als ich 17 war. Und jetzt, auch wenn sie krank ist, haben wir eine wunderschöne Beziehung. Anders, als sie sein könnte. Aber echt, wie viel Zeit bleibt ihr? Pilar blickte auf ihre Tasse. Die Ärzte sagten, 6 Monate. Vor 8. Es tut mir leid. Ich auch. Aber ich bin dankbar für jeden Tag und versuche, die gemeinsame Zeit nicht zu verschwenden. Deshalb arbeiten sie, um ihre Behandlung zu bezahlen. Hauptsächlich, die Medikamente sind teuer und ich möchte, dass sie bequem ist. Haben Sie Hilfe oder Familienmitglieder? Mein Bruder tut, was er kann, aber er ist 17. Er ist noch in der Schule. Ich möchte nicht, dass er das auf sich nimmt. Dominik dachte an sein eigenes Bankkonto, an das Geld, das er hatte, das aber die Leere in seiner Brust nie füllen konnte. Wenn Sie etwas brauchen, finanzielle Hilfe für Ihre Mutter. Sie müssen es nur fragen. Pilar blickte überrascht auf. Ich kann das nicht annehmen. Warum nicht? Weil ich nicht hierher gekommen bin, um Almosen zu suchen. Es ist keine Almosen. Es ist Dankbarkeit für das, was Sie für Benjamin, für mich getan haben. Monsieur Dubois, Dominik, bitte. Ich schätze das Angebot wirklich, aber ich ziehe es vor, mir die Dinge zu verdienen. Das tun Sie, glauben Sie mir. Noch in dieser Nacht konnte Dominik nicht schlafen. Er stieg in sein Arbeitszimmer und anstatt den Laptop zu öffnen, um Kameras zu überprüfen, die nicht mehr existierten, holte er eine Kiste aus dem Schrank. Isabelles Kiste, die er seit der Beerdigung nicht mehr geöffnet hatte. Darin befanden sich Fotos, Briefe, kleine Gegenstände, die sie aufbewahrt hatte, eine Kinokarte von ihrem ersten Date, eine Serviette aus dem Restaurant, in dem er ihr einen Antrag gemacht hatte, der positive Schwangerschaftstest, als sie erfuhren, dass Benjamin unterwegs war. Dominik nahm jeden Gegenstand vorsichtig heraus, als wären es Glassplitter, die zerbrechen könnten, wenn er sie zu stark berührte. Da war ein versiegelter Brief mit seinem Namen in Isabelles Handschrift. Sein Blut gefror. Er erinnerte sich nicht an diesen Brief. Er öffnete ihn mit zitternden Händen. »Meine Liebe«, begann er, »wenn du dies liest, bedeutet das, dass mir etwas passiert ist, und ich weiß, dass du am Boden zerstört bist. Ich kenne dich. Ich weiß, dass dein erster Instinkt sein wird, dich zu verschließen, dich zu schützen, Mauern so hoch zu bauen, dass niemand dich wieder verletzen kann. Aber bitte, bitte, tu das nicht. Benjamin braucht dich. Er braucht den Mann, den ich kannte. Den Mann, der lacht, wenn er beim Pfannkuchenbacken verbrennt. Den Mann, der bei Filmen weint, auch wenn er vorgibt, es nicht zu tun. Den Mann, der so tief liebt, dass es ihm Angst macht. Lass die Angst nicht unser Kind stehlen. Lass sie nicht dein Leben stehlen. Und Dominik, wenn du jemals jemanden triffst, jemanden, der dich zum Lächeln bringt oder Benjamins Lächeln hervorruft, fühle keine Schuld. Ich möchte, dass ihr beide glücklich seid.
das ist meine einzige Bitte. Lebe, bitte, lebe wirklich. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Isabelle. Die Tränen fielen auf das Papier und verwischten einige Worte. Aber Dominik hatte sie bereits gelesen, sie bereits aufgesogen. Isabelle wusste es, wusste immer genau, wer er war und liebte ihn trotzdem. Und in ihrem letzten Brief bat sie ihn nicht, sich mit Schmerz an sie zu erinnern, sie bat ihn zu leben. Er weinte stundenlang. Er weinte um Isabelle, um Benjamin, um all die verlorene Zeit, um die Angst, die sein Leben regiert hatte. Als er sich endlich beruhigte, spürte er etwas anderes, Leichteres, als hätte er einen Rucksack voller Steine getragen. Und endlich hatte ihm jemand die Erlaubnis gegeben, ihn loszulassen. Er ging die Treppe hinunter. Es war fast 4 Uhr morgens. Er ging in Benjamins Zimmer und trat lautlos ein. Sein Sohn schlief tief und fest, umgeben von Plüschdinosauriern und zerwühlten Laken. Dominik setzte sich auf den Stuhl neben dem Bett, denselben, auf dem Pilar so viele Nächte gesessen hatte. »Ich verspreche dir etwas«, flüsterte er in die Dunkelheit. »Ich werde wirklich hier sein, nicht nur hier am Haus, sondern hier bei dir. Ich werde lernen, der Vater zu sein, den du verdienst. Und ich werde zulassen, dass die Liebe größer ist als die Angst.« Benjamin bewegte sich am Schlaf und murmelte etwas Unverständliches. Dominik streckte die Hand aus und streichelte zärtlich sein Haar. »Deine Mama hat dich sehr geliebt und ich liebe dich auch. Ich habe es immer getan. Ich war nur verloren, aber nicht mehr.« Am nächsten Morgen wachte Dominik am Stuhl neben Benjamins Bett auf. Die Sonne schien durch das Fenster. Sein Nacken tat vom unbequemen Sitzen weh. Aber Benjamin war wach und sah ihn mit großen, überraschten Augen an. »Papa, hast du hier geschlafen?« »Ja.« »Warum?« »Weil ich dir nahe sein wollte.« Benjamin lächelte. Dieses volle, ohne Zurückhaltung, Lächeln, das Dominik seit Monaten nicht mehr gesehen hatte. Und er stürzte sich in seine Arme. »Ich liebe dich, Papa. Ich liebe dich auch, Champion«, mehr als Worte sagen können. Sie gingen zusammen zum Frühstück hinunter. Pilar war bereits in der Küche und bereitete Kaffee zu. »Bonjour«. Sie lächelte, als sie Hand in Hand eintreten sah. »Bonjour«, antwortete Dominik. Und zum ersten Mal seit 8 Monaten fühlte er es wirklich. Es war ein guter Tag, ein Neuanfang. »Was willst du frühstücken?« fragte er Benjamin. »Pfannkuchen, die Mama gemacht hat.« Dominik blickte Pilar an. Sie nickte mit stillem Ermutigung. »Lass es uns zusammen versuchen, du und ich. Was meinst du?« Ja, es war ein wunderschönes Chaos. Die ersten 3 verbrannten, der 4. war in der Mitte roh, aber der 5. war fast perfekt. »Wir haben es geschafft, Papa. Wir haben es geschafft.« Und während Benjamin seinen unvollkommenen Pfannkuchen mit reinem Glück aß, blickte Dominik Pilar über den Tisch an. »Danke«, artikulierte er lautlos. Sie nickte. Gern geschehen, aber beide wussten, dass es mehr war. Es war die Anerkennung, dass Menschen manchmal Spiegel brauchen, die ihnen zeigen, wer sie sein können, nicht nur wer sie sind. Und Pilar war dieser Spiegel gewesen. Jetzt war es an Dominik, in sein Spiegelbild zu blicken und sich zu entscheiden, der Mann zu werden, der er sein wollte. 6 Wochen waren vergangen, seit Dominik die Kameras entfernt hatte. 6 Wochen, in denen er lernte, Vater zu sein. Es war nicht einfach. Es gab Tage, an denen alles floss. Und Tage, an denen die Angst versuchte, ihn in alte Muster zu ziehen. Aber jedes Mal, wenn er den Impuls verspürte, sich zurückzuziehen, erinnerte er sich an Isabelles Brief. »Lass die Angst nicht unser Kind stehlen.« An einem Freitagnachmittag kam Dominik früh an. Er hatte ein Meeting abgesagt, um bei Benjamins Geburtstag am nächsten Tag dabei zu sein. Vor Monaten wäre das undenkbar gewesen. Jetzt verstand er, dass die Arbeit morgen sein würde. Die Kindheit seines Sohnes nicht. Er betrat das Haus und hörte Stimmen aus dem Wohnzimmer. Pilar half Benjamin bei etwas. »Ah, ja, sehr gut. Jetzt falte hier. Es sieht gut aus, Tante Pilar. Es sieht perfekt aus.« Dominik kam herein und fand seinen Sohn umgeben von farbigem Papier, Sicherheitsscheren und Klebstoff. Er bastelte etwas, das wie eine Karte aussah. »Papa, du bist früh dran. Ich habe dir gesagt, dass ich es schaffen würde.« Dominik kniete sich neben ihn. »Was machst du?« Benjamin bedeckte schnell sein Projekt mit den Händen. »Es ist eine Überraschung. Für morgen.« »Ah, dann sollte ich nicht hinsehen.« »Nein, du musst bis zu meiner Party warten.« Dominik lächelte. Seinen Sohn so aufgeregt, so lebendig zu sehen, war ein Geschenk, das er niemals für selbstverständlich halten würde. An diesem Abend, als Benjamin schlief, falteten Dominik und Pilar Servietten für die Party. »Sind Sie nervös?« fragte Pilar. »Wegen der Party, wegen allem, zum ersten Mal seit Isabelle gestorben ist.« »Ja, aber auch aufgeregt. Bleiben Sie morgen? Wollen Sie, dass ich bleibe? Wir beide wollen es. Sie sind Teil von uns.« Pilar lächelte, aber mit Traurigkeit in den Augen. »Was ist los?« »Nichts. Ich habe nur an meine Mama gedacht. Ich wünschte, sie könnte Benjamin kennenlernen.
Wie geht es ihr? Jeden Tag schwächer. Die Ärzte sagen vielleicht einen Monat, vielleicht weniger. Verbringen Sie genug Zeit mit ihr? So viel ich kann. Ich gehe jeden Abend, nachdem ich Benjamin ins Bett gebracht habe. Mein Bruder bleibt tagsüber hier, während ich hier bin. Dominik spürte ein Gewicht in seiner Brust. Pilar, wenn Sie Zeit brauchen müssen. Nein, hier zu sein hilft mir. Benjamin wachsen zu sehen, sie sich wieder verbinden zu sehen, gibt mir Hoffnung. Es erinnert mich daran, dass nach dem Verlust das Leben weitergehen kann. Es kann wieder schön sein. Am nächsten Tag war das Haus voller Farben, Ballons und Kinder. Dominik hatte alles vorbereitet. Clown, Dinosaurier-Pinata, reichlich Essen. Benjamin strahlte, rannte herum, lachte ohne Unterlass. Papa, komm spielen. Und Dominik ging, setzte sich zu den Kindern, spielte Verstecken, wurde mit Kuchen beschmiert, denn endlich verstand er, dass das Leben in diesen Momenten lag, I am Lachen seines Sohnes, I am vollständigen Dasein. Als es Zeit für den Kuchen war, sangen alle. Benjamin pustete die Kerzen kräftig aus und schloss die Augen, um sich etwas zu wünschen. »Was hast du gewollt?« fragte einer seiner kleinen Freunde. »Das kann ich nicht sagen. Wenn ich es sage, wird es nicht erfüllt.« Später, als die Gäste gingen, suchte Benjamin sein geheimes Projekt, die Karte, die er so sorgfältig gemacht hatte. »Papa«, schließ die Augen. Dominik gehorchte und spürte die Vorfreude in der Stimme seines Sohnes. »Öffne sie jetzt.« In seinen Händen hielt Benjamin eine handgefertigte Karte. Auf der Titelseite hatte er 3 Figuren gemalt. Einen großen Mann, einen Jungen und eine Frau. Aber dieses Mal waren sie nicht durch leere Räume getrennt. Sie waren zusammen, Hand in Hand, mit einer strahlend gelben Sonne darüber. »Das ist unsere Familie«, erklärte Benjamin stolz. »Du, ich und Tante Pilar.« Dominik spürte einen Kloß I am Hals. »Sie ist wunderschön, mein Sohn. Öffne sie.« Drinnen, mit verdrehten Buchstaben, von der Hand eines 4-jährigen Kindes geschrieben stand: »Danke, dass du wieder da bist, Papa. Ich liebe dich.« Die Tränen liefen über Dominiks Gesicht, ohne dass er sie aufhalten konnte. »Bist du traurig?« fragte Benjamin besorgt. »Nein, Champion, ich bin glücklich. So glücklich, dass mein Herz nicht in meine Brust passt.« Benjamin umarmte ihn fest. »Ich bin auch glücklich.« An diesem Abend, nachdem alle gegangen waren und Benjamin endlich erschöpft, aber glücklich in sein Bett fiel, sah Dominik ihn schlafend an. Es war ein perfekter Tag. Danke Ihnen, nein, danke Ihnen, dass Sie das alles möglich gemacht haben. Aber Sie haben mir gezeigt, wie man es macht, wenn Sie nicht da waren. Aber ich bin angekommen und Sie hatten den Mut, sich zu ändern. Das ist keine Kleinigkeit, Dominik. Etwas in der Luft veränderte sich. Eine subtile Elektrizität. Dominik stand auf und ging auf sie zu. »Pilar, ich muss Ihnen etwas sagen. In diesen Wochen sind Sie Teil unserer Familie geworden. Und ich beginne, Dinge zu fühlen, die ich nicht fühlen sollte.« Pilar machte einen Schritt zurück. »Dominik, ich weiß, es ist kompliziert. Vielleicht bald. Aber Isabelle hat mir einen Brief hinterlassen, in dem sie sagte, wenn ich jemanden fände, der mich zum Lächeln bringt, sollte ich keine Schuldgefühle haben, dass sie möchte, dass ich glücklich bin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie müssen nichts sagen. Ich wollte nur, dass Sie es wissen. Denn wenn ich mit Ihnen zusammen bin, wenn ich sehe, wie Sie meinen Sohn lieben, wie Sie mir geholfen haben, mich selbst wiederzufinden, fühle ich etwas, das ich dachte, ich würde nie wieder fühlen.« Pilar hatte Tränen in den Augen. »Ich fühle auch etwas, aber es ist kompliziert. Ich weiß. Und meine Mutter, ich weiß. Und ich verlange keine Antworten. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass wenn Sie bereit sind, wenn Sie jemals bereit sind, ich hier sein werde.« Sie nickte und wischte sich die Tränen ab. »Ich brauche Zeit. All die Zeit, die Sie brauchen.« Pilar verließ den Raum und ließ Dominik mit seinem bloßen, verletzlichen Herzen zurück. Aber er bereute es nicht. Denn Isabelle hatte recht. Das Leben war zum vollständigen Leben da, mit all dem Risiko und all der Möglichkeit von Schmerz, die das mit sich brachte. 2 Wochen später, am frühen Dienstagmorgen, klingelte Pilars Handy. Dominik hörte ihre eiligen Schritte, ihre gebrochene Stimme, als sie mit jemandem sprach. Er stieg hinunter und fand sie am Wohnzimmer mit dem Telefon in der Hand weinend vor. »Was ist passiert? Meine Mama ist vor einer Stunde gegangen. Mein Bruder hat mich angerufen, aber meine Stimme brach völlig. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, mich zu verabschieden.« Dominik umarmte sie, ohne nachzudenken, und sie brach in seinen Armen zusammen. »Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich bin eingeschlafen. Ich war so müde und ich bin eingeschlafen. Und sie starb allein. Und sie waren nicht allein. Ihr Bruder war da. Und sie haben alles getan, was sie konnten. Sie waren jeden Abend monatelang bei ihr, aber nicht am Ende. Das Ende ist nur ein Moment. Sie hat ihnen Liebe für ihr ganzes Leben gegeben. Das ist es, was zählt.« Sie blieben lange so. Pilar weinte. Dominik hielt sie, gab ihr denselben Trost, den sie Benjamin so oft gegeben hatte. Die nächsten Tage waren ein Wirbelwind, die Beerdigung, die Formalitäten, der rohe Schmerz. Am Abend der Beerdigung kehrte Pilar erschöpft zurück. »Wie geht es Ihnen?«
Dominik schenkte ihr Tee ein, benommen, traurig, erleichtert, dass sie nicht mehr litt. Das ist normal. Wie haben Sie es ertragen, als Isabelle starb? Ich habe es nicht ertragen. Ich bin geflohen und habe fast meinen Sohn verloren. Sie haben mir einen anderen Weg gezeigt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Sie müssen es jetzt nicht wissen. Sie müssen nur einen Moment nach dem anderen atmen. Am nächsten Tag sagte Pilar, dass sie Zeit brauche, dass sie nicht weiterarbeiten könne, während sie all dies verarbeite. Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Ihre Arbeit wird hier sein, wenn Sie zurückkommen. Und wenn nicht. Die Frage traf ihn wie ein Schlag, aber er verstand. Dann werde ich verstehen. Und ich werde Ihnen immer dankbar sein für das, was Sie für uns getan haben. 3 Wochen vergingen ohne Pilar. Dominik stellte eine vorübergehende Nanny ein, aber es war nicht dasselbe. Benjamin fragte ständig, wann kommt Pilar zurück? Hoffentlich bald. Dann müssen wir auf sie warten, denn wir brauchen sie auch. An einem Nachmittag war Dominik in seinem Arbeitszimmer, als ihn etwas dazu drängte, den Computer zu überprüfen. Insbesondere die Mappe, in der er diesen einzigen Clip von den Kameras gespeichert hatte, den er vor dem Löschen aller Videos aufbewahrt hatte. Das Gespräch, in dem Benjamin gestand, sich schuldig wegen Isabelles Tod zu fühlen, aber beim Öffnen der Mappe sah er, dass eine weitere Datei existierte, eine, die er sich nicht erinnerte, gespeichert zu haben. Er öffnete sie. Sie war aus der ersten Woche von Pilar, die Kamera in Benjamins Zimmer. Sein Sohn baute allein Türme aus Bausteinen und sprach mit jemandem, der physisch nicht da war, aber in seinem Herzen lebte. Mama, heute habe ich jemanden Neues kennengelernt. Sie heißt Pilar. Sie ist nett, nicht wie du. Niemand ist wie du, aber sie ist auf ihre Art nett. Dominik spürte, wie sein Herz stehen blieb. Sein Sohn hatte die ganze Zeit mit Isabelle gesprochen. Papa ist immer noch traurig, ich auch. Aber Tante Pilar sagt, es ist in Ordnung, traurig zu sein, dass ich es nicht verstecken muss. Dass Tränen wie Regen sind. Sie reinigen und dann kommt die Sonne. Tränen rollten über Dominiks Gesicht. Mama, ist es in Ordnung, wenn ich sie mag? Vergibst du mir? Ich will dich nicht ersetzen. Ich fühle mich nur weniger allein, wenn sie hier ist. In der Aufnahme baute Benjamin seinen höchsten Turm. Das ist für dich, Mama, damit du mich vom Himmel aus sehen kannst. Damit du weißt, dass ich mich erinnere, dass ich mich immer an dich erinnern werde. Und dann mit einer Stimme, die so leise war, dass man sie kaum hören konnte. Aber es ist auch in Ordnung, wenn ich weiterlebe, oder? Weil ich manchmal Angst habe, glücklich zu sein, als ob ich dich verraten würde. Dominik pausierte das Video. Er konnte nicht mehr sehen. Nicht durch die Tränen, die seine Sicht trübten. Sein Sohn, sein kleiner Sohn, hatte mit denselben Schulden, denselben Ängsten zu kämpfen gehabt wie er. Und Dominik war so verloren in seinem eigenen Schmerz gewesen, dass er es nicht gesehen hatte. Bis Pilar kam und ihnen beiden zeigte, dass sie heilen konnten, dass sie Isabelle weiterhin lieben konnten, während sie sich auch erlaubten zu leben. An diesem Abend nahm Dominik das Telefon und rief Pilar an. »Hallo«, sie antwortete mit müder Stimme. »Hallo, wie geht es dir? Ich überlebe. Ich muss dir etwas zeigen. Kannst du kommen? Dominik, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, bitte. Es ist wichtig.« 1 Stunde später war Pilar in seinem Arbeitszimmer. Dominik zeigte ihr das Video. Sie weinte, als sie es sah. Als es vorbei war, wischte sie sich die Tränen ab. »Dieses Kind hat ein so reines Herz wie du. Ihr beide habt mir gezeigt, dass Liebe kein Verrat ist, dass man die Vergangenheit ehren kann, während man die Gegenwart umarmt. Warum zeigst du mir das? Weil ich dich etwas wissen lassen muss. Es spielt keine Rolle, ob du dich entscheidest, zurückzukommen oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob aus uns etwas wird oder ob es bei Freundschaft bleibt. Wichtig ist, dass du meine Familie gerettet hast. Du hast mich gerettet. Und ich möchte, dass du weißt, wenn du an deine Mama denkst, dass ihr letztes Geschenk dir die Kraft gab, andere Menschen zu retten.« Pilar schluchzte. Sie hätte Benjamin gerne kennengelernt. »Ich weiß, aber ihre Liebe lebt durch dich. Und durch dich hat sie unser Leben tief berührt.« Sie blieben einen Moment schweigend. Dann fragte Pilar, »Schläft Benjamin?« »Ja, er kann nicht gut schlafen, seitdem du weg bist. Darf ich ihn sehen?« »Natürlich.« Sie gingen in Benjamins Zimmer. Der Junge lag umarmt von seinem Dinosaurier und starrte an die Decke. »Benja!« Pilar rief leise. Der Junge drehte den Kopf, seine Augen leuchteten auf. »Tante Pilar«, er stürzte sich in ihre Arme und sie hielt ihn fest. »Ich habe dich vermisst«, schluchzte Benjamin. »Ich habe dich auch vermisst. Du wirst bleiben.« Pilar blickte über Benjamins Kopf zu Dominik. Er nickte. Was auch immer sie beschloss, er würde sie unterstützen. »Ja«, sagte sie schließlich. »Ich bleibe.« 3 Monate später war es ein ruhiger Sonntag. Dominik, Pilar und Benjamin waren am Park, demselben, in den er mit Isabelle gegangen war. Aber diesmal war es anders. Keine Geister, nur warme Erinnerungen, die neben neuen Momenten koexistierten. Benjamin rannte voraus und jagte Schmetterlinge. »Er ist glücklich«, Pilar beobachtete. »Das ist er. Dank dir. Dank uns allen. Das war nicht das Werk einer einzigen Person.« Dominik nahm ihre Hand.
Sie zog sie nicht zurück. Weißt du, was ich daraus gelernt habe? Was? Dass Liebe nicht endlich ist. Sie verbraucht sich nicht. Sie teilt sich nicht. Sie multipliziert sich nur. Jemanden Neues zu lieben bedeutet nicht, den zu lieben, der gegangen ist. Es bedeutet, dass das Herz gelernt hat, sich auszudehnen. Isabelle war weise. Sie kannte dich gut. Sie kannte uns beide. Und ich glaube, sie hätte das genehmigt, was auch immer das wird. Und was ist das? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte es mit dir herausfinden, ohne Eile, ohne Druck, einfach ehrlich, ein Tag nach dem anderen. Pilar lächelte, ein Lächeln, das ihre immer noch vom Trauer gezeichneten Augen zum Leuchten brachte. Das gefällt mir sehr. Benjamin rannte zurück, die Wangen rot vor Aktivität und die Augen glänzend. Papa, Tante Pilar, schaut, ich habe eine blaue Feder gefunden. Er hielt sie mit beiden Händen, als wäre es der wertvollste und zerbrechlichste Schatz der Welt. Sie ist wunderschön. Pilar kniete sich, um sie näher anzusehen. Sie ist von Mama. Benjamin sagte mit Gewissheit. Sie hat sie mir geschickt, um mir zu sagen, dass es ihr gut geht, dass sie glücklich ist, dass wir glücklich sind. Dominik spürte einen Kloß I am Hals. Er wusste nicht, ob blaue Federn vom Himmel kamen oder einfach nur vom Park, aber er wusste, dass sein Sohn Frieden gefunden hatte, und das war alles, was zählte. Du hast recht, sagte er und umarmte Benjamin. Deine Mama will, dass wir glücklich sind, und das sind wir. Wir sind glücklich. Dominik blickte auf seinen Sohn, blickte auf Pilar, blickte auf den blauen Himmel und die weißen Wolken und die grünen Bäume. Er blickte auf das Leben, das er fast verpasst hätte. Ja, Champion, wir sind glücklich. Und zum ersten Mal, seit Isabelle gestorben war, war es wahr. Kein perfektes Glück, kein Glück ohne Schmerz oder Narben, aber ein echtes Glück, aufgebaut auf Ehrlichkeit, Präsenz und dem Mut zu lieben, ohne Garantien. Die Kameras hatten ihm die Wahrheit gezeigt, aber die Wahrheit lag nicht darin, was Pilar tat oder nicht tat. Die Wahrheit lag darin, was er sich weigerte zu sehen, dass die größte Liebe nicht die ist, die vor Schmerz schützt, sondern die den Mut hat, ihn zu fühlen und trotzdem weiterzumachen.